Was um Himmels Willen war das? Es klang fürchterlich. Ich muss mit Robert sprechen. Ich werde nie in den Schlaf finden, wenn ich nicht weiß, was das für ein Lärm war. Ja gut, die Scheiße ist am Dampfen, gell? Der Anfang vom Ende. Wo tue ich jetzt? Ich kurble. So wie eine Handkurbel gestohlen. Die Kurbel hat sich gelöst. Naja, der Raum kann Frischluft gebrauchen. Ich denke, ich lasse das Fenster eine Weile geöffnet und lüfte etwas. Ja gut, wir lüften. Was haben wir denn sonst noch, hä? Nix. Jetzt gehen wir. Pass auf zu Robert. Wenn Robert schläft, wird es von hier draußen schwierig sein, ihn zu wecken. Warum hat er nur auf separate Kabinen bestanden? Robert? Bist du da drin? Warum antwortest du nicht? Heute haben wir sagen, der antwortet nicht, weil er schläft, oder? Warum antwortet er nicht? Kann er bei diesem furchtbaren Lärm tatsächlich durchgeschlafen haben? Ich muss das anders verwenden. Ja, pass mal auf, der Butler. Tut mir leid, Sie zu stören, Montague. Das macht nichts, Mrs. Ashley. Ich habe noch nicht geschlafen, als ich dieses beunruhigende Geräusch von draußen gehört habe. Ich fürchte, es hat Bexley erschreckt. Er hat sich unter dem Bett verkrochen und will nicht herauskommen. Vielleicht kann er herausgelockt werden? Er hat eine Vorliebe für Hering. Aber um ehrlich zu sein, es würde mich nicht weiter stören, wenn er für den Rest der Reise an Ort und Stelle bliebe. Montague, haben Sie eine Ahnung, wo Mr. Ashley ist? Ich habe an seiner Suite geklopft, aber keine Antwort bekommen. Ja, Mr. Ashley war, nun, ziemlich angeheitert. Oder vielleicht hat er einfach nicht angenommen, dass es nötig war, dafür aufzustehen. Und Sie? Haben Sie gedacht, es wäre es wert, dafür aufzustehen? Das habe ich allerdings. Da ich ohnehin wach bin, gehe ich nun zur Lounge. Darf ich Madam etwas mitbringen? Nein, danke, Montague. Sollten Sie Robert treffen, würden Sie ihm freundlicherweise sagen, dass ich ihn gerne sprechen würde? Natürlich. Allerdings würde ich mir nicht zu viel Hoffnung machen, Mrs. Ashley. Ich bin sicher, er ist immer noch in seinem Bett. Vielleicht würden Sie am besten etwas unternehmen, um seine Aufmerksamkeit zu erringen. Zum Beispiel den Schiffsalarm auslösen? Ich bin nicht sicher, was ich tun kann, aber ich werde es versuchen. Danke, Montague. Viel Glück, Madam. Ja gut, ein bisschen so meine Ochsen haut die dir ein. Die Kurbel scheint zu fehlen. Nicht so gemacht wie die anderen. Die Kuppel fällt, pass auf, ich hab ja nicht. Passt perfekt. So mal. Was sind denn diese Fenster? Ich kann in Roberts Raum sehen, wenn ich mich aus dem Fenster lehne. Ich weiß, was Sie denken. Ein Sprung steht nicht zur Debatte. Ja gut, ich glaub, den Sprung schafft eh nicht. Allerdings brauche ich was, geht er, die Dumme kommen. Komm her, Bexley. Er hat mich noch nie besonders gemocht. Wetter, der Bexley, schön. Komm her, Bexley. Er hat mich noch nie besonders gemocht. Ja, was soll denn das sein? Eine Plüschkatze. Was haben wir noch? Nix mehr, ha? Jetzt gehen wir mal. Die Kombüse. Instrumentenlager. Finde 10 versteckte Glocken. Oh Gott. Ja, wobei. Kann man zum Übersehen, gell? War ein bisschen zu einfach, da die Song. Diese Glocken sehen aus, als ob sie an ein Halsband gehören. Ein Glockenhalsband. So, man soll ein bisschen Harddruck spielen. Da macht der Robert bestimmt auf. Nix so, gell? Bei mir auf das Halsband. Ich glaube, Wo nicht. das ist nicht der vorhergesehene. Moment. Ja, kann ich den das Dumme schmeißen. Ich bin nicht sicher, was es helfen sollte, das in Roberts Raum zu werfen. Ja gut. War ja bloß eine Idee. Dann gehen wir mal. Dort kann ich jetzt nicht hin. Achso, da sind wir schon fertig. Dann gehen wir da rein. Dieser Geruch. Mal sehen, ob ich etwas finde, das Bexley mag. 10 versteckte Sardinen. Ja, das ist auch noch.
10 Sardinen aus der Büchse. 3 habe ich schon. Sechs habe ich. 4 brauche ich noch. Sardinen, da noch nicht. Jetzt brauchen wir noch 2. Warte noch. Eine Sardine. Ja, wo ist die? Da ist. Sardinen. Sag mal, haben wir noch mehrere, hä? Schauen wir nicht, gell? Pass auf. Zurück zu Bexley. Sieh mal, Bexley, dein Lieblingsgericht. Sardinen. Ein gutes Mädchen. Ein guter Junge, ich meinte ein guter Junge. Ich bin nicht sicher, ob allein Bexley ausreicht, um Robert aufzuwecken. Vielleicht kann ich ihn ein wenig lauter machen. Dann Bexley ein bisschen lauter machen, pass auf. Mit dem Glockenholzband. Jetzt habe ich einen Glockenbexley. Oh Gott. Es wird immer peinlicher. Jetzt schmeiß ich die ganze Katze um, oder was? Alter. Au, ruck! Lass das Chaos beginnen. Was zum... Ah, wer hat die verdammte Katze hier reingelassen? Aha, der Herr ist aufgewacht. Ja gut. Der Robert ist wach, gell? Ich klopfe mal. Robert? Bist du wach? Verdammte Katze! Wie zum Teufel hat er sich in meine Kabine geschlichen? Oh, er ist ein listiger Kerl. Da gibt es kein Vertun. Hast du diesen schrecklichen Krach vor einer Weile gehört? Ja, es war schlimm. Ich habe ihn fast vom Balkon geworfen. Er hat Glocken um den Hals. Was für eine neue Art Grauen ist das nun wieder? Nein, ich meinte davor. Hast du nicht das schabende Geräusch gehört? Es klang wie nichts, was ich je gehört habe. Was? Nein, ich weiß nicht, wovon du sprichst, Margaret. Aber können wir morgen darüber sprechen? Ich habe einen dicken Kopf. Ich würde annehmen, du machst dir über etwas Sorgen, das deine neue Ehefrau in Gefahr bringen könnte. Margaret, du kannst dir sicher sein, dass dem, was einer Sorge wert ist, die nötige Aufmerksamkeit geschenkt wird. Respektiere freundlicherweise mein Urteil dazu. Und nun entferne dich bitte. Wir sprechen am Morgen. Merkwürdig. Das hat mir überhaupt keinen Mut gemacht. Ich denke, ich werde ein Wort mit dem Kapitän sprechen. Vielleicht kann er mich beruhigen. Tut mir leid, Bex. Du musst jetzt zurück in Montys Raum. Captain, darf ich Sie einen Moment stören? Ah, Mrs. Ashley. Wir sind hier gerade sehr beschäftigt. Nun, dann lassen Sie mich gleich auf den Punkt kommen. Hatten wir eine Kollision? Mrs. Ashley, wirklich, alles ist unter Kontrolle. Seien Sie versichert, dass ich die Passagiere informiere, sobald wir die Situation beurteilen können. Halten Sie mich nicht länger hin, Captain. Sagen Sie mir, was hier los ist. Sofort. Mrs. Ashley, Entschuldigen Sie, ich bin nur sehr beunruhigt. kommen Sie mit mir in mein Wohnzimmer und ich erkläre es Ihnen. Danke, Captain. Jetzt gehen wir mit dem Kapitän ins Wohnzimmer. Ja und, wo ist es? Treffen Sie mich bitte im Wohnzimmer. Hier kann ich nicht frei sprechen. Ja, sag mal. Was weißt du nie, wo dein Wohnzimmer ist? Sein Wohnzimmer. Ah, da unten. Empfangsraum. Der Übermittlungsraum und die erste Klasse Promenade. Gehen wir da her. Ich habe nur einen Augenblick, Mrs. Ashley, um ehrlich zu sein. Sie hatten recht. Wir sind auf etwas aufgelaufen? Ich wusste es. Was war es? Ein Eisberg. Werden wir sinken? Mrs. Ashley, dies ist die Titanic.
Es wird alles gut gehen. Vielleicht laufen wir etwas verspätet in den Hafen ein. Das ist alles. Ich glaube Ihnen nicht. Mrs. Ashley, Sie müssen das der Crew überlassen. Wir sind darauf vorbereitet, solche Fälle zu meistern. Nun bitte, ich muss zurück an die Arbeit. Gut, wenn Sie nicht ehrlich zu mir sein wollen, werde ich es selbst herausfinden. Versuchen Sie aber bitte nicht im Weg zu stehen. Es gibt viel zu tun. Ja gut. Was ist das? Schaut aus wie ein Plan, oder? Ich bin nicht sicher, ob ich das verstehe. Aber einiges davon sieht recht einfach aus. Ich bin nicht sicher, ob... Was sagt die recht einfach? Ja, aber das ist sie, nicht mehr. Jetzt gehen wir. Ich geh mal da rein. Entschuldigen Sie? Es tut mir leid, Madame, Sie dürfen nicht hier sein. Wir übermitteln dringende Nachrichten. Oh, und was könnten das für Nachrichten sein? Tut mir leid, Madame. Geheim. Ich muss Sie nun wirklich bitten zu gehen. Gut. Aber, pass auf, jetzt mal rundum schauen. Sie dürfen nichts davon berühren. Oh, Entschuldigung. Warum nicht? Ich bin doch eine Dame. Ich darf das. Wirklich, Madame, Sie dürfen mich jetzt nicht stören. Wegen des Alarms bin ich jetzt meinem Dienst verpflichtet. Ich darf mir sagen, den Typen muss ich rauslocken oder so. Sie dürfen nichts... Oh, Entschuldigung. Ich schau mal da mich. Hier empfängt die Titanic wohl ihre kabellosen Nachrichten. Wirklich faszinierend. Ich weiß, diese Maschine ist dazu gedacht, Nachrichten von entfernten Schiffen zu empfangen. Ich frage mich, ob sie auch Nachrichten von diesem Schiff empfangen kann. Ja, was möchte er jetzt? Oh Gott. Da muss ich scheinbar irgendwas einstellen, schön. Aber was? Da muss ich vielleicht nochmal auf den Plan schauen, ha? Eine Karte zur Dekodierung von Morsecodes. Eine Karte zu... Ein Morsecode. Ja, pass auf, der Plan. Der sagt mir, die zwei müssen nach rechts zeigen. Das nur nach links. Und die Schalter muss der Oma sein. Und der hintere genauso. Die zwei in der Mitte nach unten gehen. Ja, pass auf. Das kann ich mir schon merken. Glaube ich mal. Der da oben. Der nach unten und der nach unten. Ja, pass auf, jetzt muss ich den da. Da ist dran, oder? Ja, und der? Moment, lass mich nachschauen. Oder geht der da mit, ha? Und der nach unten. Pass auf, dann traue ich den auf die 40 und den auf die 30. Und es passiert nichts, gell? Scheiße. Ich schau mal da mit. Ich kann die Zugschnur der Dampfpfeife nicht erreichen. Sie fliegt wie ein kleiner Drachen. Ein kleiner Drachen. Jetzt ist die Frage, wie komme ich an die Schnur? Ich kann die Zugschnur... Sag mal, Captain, hast du irgendwas? Ein Rettungsring, ja gut. Einfach mal so gestohlen, gell? Es tut mir leid, Mrs. Ashley. Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich kann. Nun entschuldigen Sie mich bitte, es gibt noch viel zu tun.
Es gibt viel zu tun. Das ist gelogen, gell? Ich mein, untergehen wir von der Lurz. Die blöde Karte, gell? Oder mir fehlt noch was schön. Ich meine, da sind noch mehr Dinge. Ich bin nicht sicher. Jetzt Svenny. Pass auf, der Ring. Mal sehen, ob ich den Rettungsring über diese Pfeife werfen kann. Oh Gott. Die muss ja laut machen. Ich kann die Zugschnur der Dampf... Verdammt, das kannst du besser, Margaret. Verdammt, das kannst du besser, Margaret. Ja, sag mal. Jetzt muss ich dieses blöde Ding treffen. Darf die was sein? Wasser. Ich wurde nicht nur für meine Schneiderkünste Stowe on the World Partykönigin genannt. Mal sehen, welches Chaos das anrichtet. Oh je, das war viel lauter, als ich erwartet habe. Alle Mann an Deck! Oh, hallo. Sie haben nicht die Pfeife betätigt, oder? Natürlich nicht. Das war ein uniformierter Herr. Er ging fort. Oh, ich weiß nicht. Dort lang? Schöne Nacht, nicht wahr? Ja, wenn man das alles so betrachtet. Eine schöne Nacht, pass auf. Nein, jetzt kann ich bestimmt da nicht, oder? Sag das. Hier scheinen einige unbenutzte Dinge herumzuliegen. Eine rote Vakuumröhre. Sag das, die brauche ich noch. Einzelvakuum. Eine blaue Vakuumröhre. Ja, sag mal. Und eine Eckerte. Die hat da aufhören. Und eine doppelte. Ja gut. Alles andere scheint in irgendeiner Weise nötig für die Apparatur zu sein. Ich lasse besser die Finger davon. Das heißt, ich kann jetzt die da einbauen, gell? Ja, pass auf. Die blaue, da haben wir da eine. Eine rote, die Eckerte. Die rote, da haben wir bestimmt da eine. Die Eckerte. Da eine. Die da eine und die da eine. Das klingt interessant, wenn ich es nur verstehen würde. Ja und? Also. Eine entschlüsselte Nachricht. MGY-CQD 41N 50W? Es scheint, ich habe lediglich einen Code gegen einen anderen eingetauscht. Ich wette, Mr. Tavaluris könnte mir helfen, dies zu dechiffrieren. Und er weiß möglicherweise sogar mehr als der Captain über den Zustand des Schiffes. Ich muss zu einem Spiegel.